Und ich denke, dass auch die Karten haben ihre Heimat auch in Indien teilweise, weil dort auch es gibt auch schon Nachweise von runden Kärtchen und von solchen Tarot. Und ich denke, dass das sind diese Länder, wo auch diese Weisheit auch aufbewahrt war und im Geheimnisvollen von einem Priester zu dem anderen auch gesagt wurde oder weitergeführt wurde. Und ich denke, dass die Zigeuner, die sind, ich denke mal schon etwa mit Indien verwandt. Und ich denke, aus dem Gebiet haben Zigeuner sehr viel Weisheit auch mitgebracht und in vielen Ländern das auch weiter präsentiert. Und auch in Russland, denke ich mal, kam diese Kartengeschichte so durch Zigeuner und danach durch das Volk, wo auch bestimmte Menschen das auch mitgelernt haben und festgestellt, dass sie das richtig können, beherrschen und dann weiter auch anderen Menschen sehr viel geholfen. Das ist die Art vom Hellsehen durch das Kartendeck, also das ist motorische Hellsehen. Und da muss man sich richtig vorbereiten, also auch vor jeder medialen Beratung, unabhängig davon, wie man arbeitet mit Karten, Runen oder mit dem Foto oder mit dem Mensch, der gegenüber sitzt, da muss man sich zuerst mal vorbereiten innerlich und danach auf den Mensch sich konzentrieren. So. Ich habe auch durch meine Zeit von der Praxis mit fremden Menschen auch festgestellt, dass es gibt verschiedene Typen von Menschen, die von mir die Karten sehen wollen und der andere Typ sagt, nein, ich will diese Karten nicht, ich kann dir das nicht vertrauen, wenn sie so etwas machen, aber ich mache das und dies und ich benutze jedes Mittel, das geht, um die Information rauszuholen. Manchmal bin ich so geneigt, manchmal so geneigt, aber ich mache immer zwei Teile, damit dass man was bekommt. Man kann auch vom Mensch ablesen, ohne Hilfswerk. Und ich muss auch sagen, die Karten ist nicht so einfach zu lesen, muss man sich richtig zu dem Mensch einen Zugang bekommen und auch Zugang zu dem Oberen. Und da muss man schon merken, manchmal mache ich das Kartenbild und ich sehe gar nichts dort. Dann muss ich das alles aufräumen und wiederum schnell dieses Kartenbild wieder machen, wahrscheinlich mit den anderen. Deshalb gibt es bei einigen Kartenlegern, die diese Karten auch wechseln, also nicht den Karten, sondern den anderen und so weiter, damit die Augen sich nicht nur für ein bestimmtes Bild auch gewöhnen. Kann auch manchmal auch hilfreich sein. Ja, es gibt auch Menschen wie ich, die können auch durch Karten legen und so sehen. Es gibt Menschen, die nicht mit Karten arbeiten, aber die können das und dies auch. Und das ist je nach Werk und beliebt sein. Und es muss sich jeder entscheiden, wer mit solchen Dingen zu tun hat, wie er das auch liest oder präsentiert. So, und ich muss noch sagen, dass Johannes von Rheinfelden, der 1340 geboren war, so nach Dokumenten, war ein dominikanischer Mönch und ein Schriftsteller, und er hat dann in seinem Leben ein Traktat geschrieben über die Spielkarten. Und diesen Traktat haben wir unter dem Namen De Moribus et Disciplina Humani
conversationis il est ludus cartularum. Ludus cartularum moralisatus. Das ist in Latein. Ich sehe ein bisschen schlecht hier wegen der Kerze und das Licht und bitte mich um die Entschuldigung. Also Signoria von Florenz hat am 23. März 1377 auch ein Dokument untergeschrieben und dargestellt, dass die Kartenspiel auch verboten wird. Aber sonst in Europa in diesem Traktat von Rheinfelden können dann die Leser auch finden, wo dieser Mönch auch beschreibt, die Karten, wie die aussehen und welche Strukturen, Machtstrukturen sie auch darstellen, und er hat dann die Typen von Menschen auch dort dargelegt, zum Beispiel, dass die Figurenkarten den höheren Bereich von Menschen so nach seinem Geld und nach seinem Reichtum dargestellt, und die Arbeiter, Bauern und anderes Volk hat er auch einfach mit einfachen Karten von 1 bis 10 genannt. So. Das ist die Geschichte von Karten. Ich muss auch sagen, dass 1893 kam dann Olney Richmond zur Welt mit seiner Schicksalsmatrix, der er versucht hat, durch Karten auch astrologisch darzustellen und ausrechnen, wie der Schicksalsweg oder die Positionen im Leben aussehen können. Und da muss man diese Karten, wie er da dargestellt haben, ich meine die Auflistung, es gibt auch bestimmte Bücher, zum Beispiel von Robert Kemp, der über diese Matrix auch dann weiter in unserem Jahrhundert, also in unserer Zeit schon geschrieben hat. Und er ist noch lebhaft in Amerika und der macht auch solche Dinge und schreibt auch Bücher darüber. Also da gibt es auch in dieser Zeit, also im 19. Jahrhundert, Carl Gustav Jung, der auch analytische Psychologie darstellt und auch die Archetypen nennt und auch sich mit diesen Archetypen durch die Karten auseinandersetzt. Und so wird es auch bekannt, so für Psychologen, die auch mit Tarotkarten zum Beispiel arbeiten. Und dort können sie das auch rein psychologisch, je nach Beschreibung von Archetypen, arbeiten und auch das mit Menschen Zusammenarbeit auch reinführen. Und es gibt auch in dieser Zeit Gurdjieff, der ist als Sophist benannt oder bekannt, und der hat auch die Spielkarten, also die Karten von unterem Hof, der hat das auch dargestellt und genannt, so nach ihren Eigenschaften, so nach Feuer, Luft, Erde und Wasser. Und er hat auch die Eigenschaften dargestellt, so Pik, Karo, Herz und Treff, also Kreuze. Und er hat dann auch über Mensch geschrieben, so psychologisch, wie er das alles so vorstellt. Und das alles aus psychologischer Sichtweise. Und ich denke mal, also über die Karten kann man über Stunden reden, und ich möchte dann zum Schluss auch meine Karten ein bisschen Ihnen zeigen und ein bisschen auch die Bücher, also in meiner Auflistung nennen, die Sie dann auch unter dem Video finden können, welche Literatur habe ich.
und was sie auch normalerweise irgendwo ausleihen oder noch kaufen können, wenn sie sich für die Geschichte über Karten interessieren oder auch die Karten sammeln. Also ich bin der Sichtweise, dass die Karten von Anfang an waren nicht für Spiele bedacht. Die waren als Zeichen für die Menschen, die die Schicksale, Zukunft und Vergangenheit deuten konnten. Und ich muss auch ehrlich und direkt sagen, dass die Karten, das ist nicht nur ein reines psychologisches Werk, sondern die teilen sich schon. Das gehört zur Magie. Die Karten präsentieren 4 Richtungen: Wasser, Erde, Feuer und was haben wir noch vergessen? Erde, Wasser, Feuer und Luft. Und diese Art von Deuten haben die Karten, und diese Art gehört zu der Magie. Und hier deswegen wahrscheinlich gibt es auch einen Punkt, wo man sagt, dass die Magie, die teilt sich auf 2 Gebieten. Es gibt auch weiße und schwarze Magie, und die Karten kommen aus diesem Gebiet. Deswegen wahrscheinlich kommt solche Angst und Skepsis für die Karten, also besonders schon seit mehreren Jahrhunderten, also zuletzt so vom Mittelalter. Und ich denke mal, da muss jeder für sich selbst entscheiden, was er mit den Karten macht. Wenn Sie zum Beispiel einfach die Karten, zum Beispiel Tarot von bestimmten Magie wie Crowley oder Beat und so weiter haben, müssen Sie bewusst sein, ob Sie energetisch auch sehr viel mit sich haben. Ich meine, es gibt Menschen, die sehr anziehend sind, und dann muss man die Karten aufbewahren, wenn sie auch einfach so die gekauft haben, weil jede Karte bestimmte Symbole aus der Magie trägt. Und ich denke, dass Tarot und Spielkarten, das ist ein Werk. Also das kleine Arkane, das sind Spielkarten, und das große Arkane, das sind die kosmischen Welten, die auch von früher stammen. Und über Tarot, über die große Arkane, soll ich sagen, dass diese Karten waren auch in Europa von Erzählern zuerst mal repräsentiert und von anderen auch sehr berühmten Persönlichkeiten, also im 18. besonders Jahrhundert. Und Tarot waren einfach einfach das Papier mit einfachen Darstellungen von Bildern, also von Archetypen, und keine Zahlen hatten sie oder Buchstaben oder so etwas. Da kam noch später durch Kabbalisten, auch durch andere Richtungen. Und ich denke, dass die Karten gehört mir zu magischen Werken. Deswegen war es und bis heute noch in manchen Teilen von Ländern ist es von der Kirche so repräsentierbar, dass das Sünde ist oder so etwas. Das Problem liegt darin, wenn man sich mit Karten auseinandersetzt, da muss man schon ein Gefühl von Verantwortung bekommen, dass man was macht, auch beherrscht und das kann. Es gibt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass nicht alles so pingelgenau sein wird, aber so nach Meinungen oder was erzählt wird, kann man auch sagen, wenn das der bestimmte Mann oder die bestimmte Dame auch gemacht hat, dann hat es auch so dargestellt, wo am meisten gefürchtet war. Also es gibt auch solche Definitionen von Schicksal oder von Karma, da kann man nicht einfach wegschieben. Und wir haben natürlich freie Wille, aber in manchen
Lebenssituationen, so durchs Leben, merkt der Mensch, dass manche Dinge kommen von der Außenwelt, von bestimmten Land und dass es nichts von ihm schon abhängig ist oder dass er etwas da von sich selbst machen kann. Also das ist gut, dass jeder die eigene Wille hat, Schmied des eigenen Glücks, aber manche Dinge kann der Mensch nicht beherrschen und bei manchen Menschen ist es mehr oder weniger auch spürbar ist. Und in China zum Beispiel oder in der östlichen Welt, da wissen schon Menschen, da muss man das Leben aufteilen und die machen das alles, weil sie sich auch vorplanen und die lassen sich schon beraten von weisen Menschen, weil sie auch über das Leben denken, weil sie auch als Rat mitnehmen können und zum Beispiel in welchen bestimmten Jahren sie können sich orientieren, wo sie zum Beispiel heiraten können und glücklich oder worauf sie aufpassen müssen. So etwas machen auch die Menschen in China, die solche Dinge wie ich auch lesen können. Und natürlich ist es eine sehr alte Geschichte, was ich hier erzähle. Das ist auch interessant, auch für den Laie. Und ich finde, da muss man einfach sehr viel Verantwortung haben, was du machst und ob es das Sinn macht, ob das tatsächlich hilft und was du merkst, wie du dich entwickelst. Das ist auch die Kunst, Karten zu legen. Das ist richtig die Kunst. Da muss man sich mit einem Künstler vergleichen, der etwas aus der Farbe macht und sozusagen auch im hellsichtigen Bereich oder mit Karten oder ohne Hilfsmittel muss man schon diese Farben finden und die auch malen können. Und das machen wir. Also ich denke mal, ich habe schon einiges Ihnen heute erzählt. Ich hoffe, dass es Ihnen sehr viel geholfen hat und sehr gefallen hat. Als Sünde Karten legen oder nicht, oder ist es irgendwie nicht vertragbar oder etwas, ich weiß nicht, das einfach in Ihrem Verständnis unklar ist oder vermeidbar ist, dann müssen Sie selbst entscheiden, muss jeder für sich sagen. Also als Sünde empfinde ich sowieso das nicht. Ich finde es als Kunst, als Darstellung, als etwas, was wir auch sehen können. Und ja, es ist auch immer interessant, was man ablesen kann, so von dieser Symbolik. So, und jetzt im Schluss möchte ich dann, wie gesagt, meine Karten auch ein bisschen zeigen und die Literatur auch in der Auflistung aufschreiben, damit Sie auch Bescheid wissen, wenn Sie auch dafür Interesse haben über die Kartengeschichte.